Chechen Democratic Party on the path to independence, democracy, and the rights of Chechens. We are strong only together. Democratic Party on the path to independence, democracy, and the rights of Chechens. We are strong only together. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei CDP News. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat offenbar einen Besuch von UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Kiew abgelehnt, nachdem dieser an einem Gipfeltreffen in Russland teilgenommen hatte. Nach einem Treffen der sogenannten BRICS-Staaten im russischen Kasan wollte Guterres in die Ukraine kommen, aber der Präsident Volodymyr Zelensky stimmte seinem Besuch nicht zu, berichteten Präsidentenkreise am Freitag gegenüber AFP. Guterres' Teilnahme hat für Irritation gesorgt. Das ukrainische Außenministerium hat im Vorfeld moniert, Guterres hat nicht an einem im Juni von Kiew ausgerichteten Friedensgipfel in der Schweiz teilgenommen. Dies ist eine falsche Entscheidung, die die Sache des Friedens nicht voranbringt. Sie schadet nur dem Ruf der UN, hieß es in einer Erklärung AFP. Georgien. Streit um Wahlergebnis. In Georgien streiten die proeuropäische Opposition und die nationalkonservative Regierungspartei um das Ergebnis der Parlamentswahl. Die Wahlkommission erklärte, die Regierungspartei hat mit 54% der Stimmen gewonnen. Die Opposition hat die Ergebnisse als gefälscht bezeichnet. Wahlbeobachter und Nichtregierungsorganisationen beklagten viele Unregelmäßigkeiten. Die Opposition befürchtet, dass sich Georgien unter der regierenden Partei noch stärker Russland zuwendet und endgültig vom UE-Kurs abkommt. Russische Föderation. Russland hat offenbar beschlossen, eine echte demografische Partie zu veranstalten, bei der Putin mit seinem Aufruf, mehr Kinder für Frauen zu bekommen, der Hauptgast ist. In einem Land, in dem die Bevölkerung schrumpft, greifen die Behörden aktiv in das Privatleben ein und bieten Rezepte zur Erhöhung der Geburtenrate an, die an den Versuch erinnert, Wasser in ein Sieb zu gießen. Die Schüler nehmen jetzt stolz an der neuen Pionierbewegung teil und ersetzen die guten alten Pioniere. Es ist wie in einem Jugendclub, wo statt „Lass uns Freunde sein“ alle mit einem Lächeln im Gesicht gleichzeitig „Lass uns gebären“ rufen. In Großstädten spritzt sich die Situation zu. Bald werden für jedes geborene Baby Preise auf der Straße verteilt. Die Behörden suchen weiterhin nach Lösungen, doch bisher erinnern die Ergebnisse eher an die Komödie, wie man in Russland kein Kind zur Welt bringt. Wenn Sie sich also plötzlich für ein Kind entscheiden, wissen Sie, dass Sie nicht nur ein Elternteil, sondern Teilnehmer eines grandiosen demografischen Experiments sind. Das waren alle aktuellen Nachrichten von Tschetschenischen Demokratischen Partei. Ich verabschiede mich bei euch bis zum nächsten Sonntag.